Jam schreibt da, jeder released ja immer am Freitag, wie die Charts ab dann zählen. Ist das in dem Fall ein Nachteil, wenn ich am anderen Tag release? Und wenn ich mich jetzt nicht in den Charts sehe oder so? Oder wieso release man immer Freitag? Gute Frage, Jam. Wieso man generell immer am Freitag released? Das hat mal, wo ich dort noch angefangen habe bei der Warner Music zu arbeiten, hat es tatsächlich Länder gegeben, die noch nicht am Freitag Release hatten. Ich weiss nicht, ob es in der Schweiz immer der Freitag war. Es könnte auch ein anderer Tag sein in der Vergangenheit. Aber ich kann mich noch erinnern, damals, wo zum Beispiel Italien an einem Montag, glaube ich, ein bisschen released hat und alles so ein bisschen verschoben war, Frankreich auch an einem anderen Tag, so viel mehr ist. Aber man hat sich, glaube ich, global, weltweit, oder mehr oder weniger alle Länder machen dort mit, haben sich auf einen Freitag geeinigt, dass man, glaube ich, auch ein bisschen, ich will jetzt nicht lügen, aber das ist ein Vorstoß gewesen mit allen Musikverbänden weltweit, dass man halt einen globalen Tag hat, wo die Musik rauskommt, dass sich auch der Konsument und alles daran gewöhnen kann. Ich glaube, im Endeffekt ist das wirklich für den Konsument gemacht worden. Deine Frage, ob es für die Charts dann zählt, tatsächlich, wenn du an einem anderen Tag releases, die Chartwoche ist immer, lass mich jetzt richtig sagen, vom jeweiligen Freitag, wenn es released wird, bis am Donnerstag, vor dem nächsten Freitag. So müsst ihr so überlegen. Und es zählt alle Verkäufe für die Charts. Also wenn er jetzt, weil die Frage, die der Jam da fragt, ist eher, wenn er interessiert daran sind, für die Charts richtig gewertet zu werden, dann werden von der GfK, für die es nicht wissen, googlen mal die GfK, das sind die offizielles Institut, das sich da um die Verkäufe kümmert in der Schweiz und das analysiert, zusammen mit den Aggregatoren. Wenn du halt von Freitag bis also wenn du am Freitag releasest, dann werden all deine Sales zählt für die Woche bis am Donnerstag. Also auch Streams, die dort reinfließen natürlich. Und tatsächlich, wenn du jetzt den Montag nehmen, dann ist die erste Verkaufswoche, die du hast, nur Montag bis Donnerstag. Und das bedeutet ja nicht, dass du ja, indirekt hast halt weniger Tage. Das ist tatsächlich so. Es gibt dort aber Strategien, wo eben an einem Donnerstagabend siehst, wo jemand zum Beispiel ein Musikvideo released an einem Donnerstagabend und dann die Hauptsingle kommt, also die Single selber, der Track selber kommt dann trotzdem am Freitag. Es gibt auch Leute, die random an einem Dienstag releasen, das gibt's alles auch. Ich glaube, wenn man das machen will, so, dann muss man dann nicht so fest irgendwie Charts im Kopf haben, im Endeffekt, vor allem nicht First Week Sales oder First Week Charts, weil die meisten, die da jetzt werden zuschauen und ein bisschen Newcomer-mäßig unterwegs sind, so, ich find's cool, dass man sich Gedanken macht über die Charts, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man in der ersten Woche in den Charts landet, ist ziemlich klein. Vor allem wird das jetzt immer schwieriger in nächster Zeit mit Streams, weil man immer mehr Streams braucht, um mit Charts zu kommen. Und ich würde mich mehr darauf konzentrieren, was macht Sinn für deine Fans, Jam. Also welcher Tag, oder wenn jetzt ein anderer Tag würdest wählen als der Freitag, was macht Sinn für Fans? Allerdings mit dem Risiko, dass, wenn es nicht an einem Freitag kommt, kann es sein, dass euer Aggregator, oder mit dem ihr das releaset, wer auch immer das ist, TuneCore, CD Baby, iMusician, was auch immer, dass die euch vielleicht darüber in Kenntnis setzen, dass ihr potenzielle Features für den Freitag würdet riskieren. Weil die Streaming-Anbieter haben sich halt schon so daran gewöhnt, dass alles am Freitag rauskommt, dass Sachen, die nicht an einem Freitag kommen, dass das oftmals vielleicht gar nicht im System richtig auftaucht oder verspätet. Und dann ist es recht schwierig für die erste Woche Features zu bekommen. Das ist jetzt ein bisschen eine breitere Antwort gewesen, Jam. Aber ja, du hast recht, wenn du natürlich vollwertig für die Charts würdest zählen, dann musst du von Freitag bis Donnerstag in der jeweiligen Woche musst halt ziehen.